Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Es ist schon auf die erste Film von Jordan Peele dabei. Wen den man Begriff ist, wird wahrscheinlich schon wissen, dass der Film Nope wahrscheinlich ein bisschen mehr speziell geht und ein bisschen anders das geht, wie in das vielleicht so vom, sagen wir mal, Horror-Mystery-Kino geht. Ja, wie mir Nope da gefallen hat, das erzähle ich euch gleich. So für alle guten Daylight, die Luna nicht von Nope hören haben, aber denen vielleicht den Namen Jordan Peele Begriff ist, ja, die werden heute ablauschen, weil der Mann hat sich schon einen ziemlich guten Namen mit dem Film Get Out und auch mit Us gemacht. Die sehen immer ein bisschen mehr skurril speziell. Es weiß nie, in was für eine Richtung das genau soll gehen. Irgendwie lässt sich teilweise ein bisschen an einen Horrorschiene anordnen. Andererseits ist es aber teilweise immens witzig, wo man sich fragt, ist das noch aufruhig, darüber zu lachen? Aber das ist ein bisschen sein Stil. Ich weiß nie genau, was er möchte, aber wen er möchte. Das möchte meiner Meinung nach gut. Und das möchte er mit Nope. Wie soll ich das zusammenfassen? Mit Nope wird auf jeden Fall mal nicht Gefühl, sich richtig ausprobieren. Sich so richtig geduld, komm, das kann ja, gib mir einfach mal alles. Und das fängt schon an mit der Trailer-Kampagne, die für mich absolut nicht aussehen war, wo ich gedacht habe, was fängt nicht mit dem Trailer an, wo geht das da hin? Und genauso geht der Film für, und der Film ist von Anfang bis zum Schluss frieden sich, wo geht das ganz hin? Was will der gute Mann als Ludo sagen? Und irgendwie ist den Numm auch dann Dynamit-Programm. Weil der Numm Nope entsteht nicht nur dadurch, dass die Charaktere das auf diverse Plätzen sagen. Das könnte halt immer empfehlen, dass die Leute irgendwo stehen und sich denken, Nope. Mir irgendwie vermittelt der Film euch auch die ganze Zeit Nope. Gibt ihr eine Richtung für und du denkt dann, yes, okay, lo verstehe ich, an der Richtung gehen wir lo. Und dann fängt man der erste Sequenz an, dann denkt man, okay, an der Richtung gehen wir lo. Und dann irgendwann sieht sich der Film einfach, nope, falsch gedacht, an die Richtung gehen wir ganz gut nicht. Und das schwankt die ganze Zeit hin und her, die ganze Zeit geht er quasi keine so verarscht. Und das hat mir persönlich immens Spaß gemacht, probieren herauszufinden, was passiert gerade hier? Was lebt? Was ist der Sinn von dem Film? Hat der Film überhaupt den Sinn? Oder will er von dem verwirren? Was dann zeitgleich von nicht Stärke vom Film ist, macht er wahrscheinlich für das Breitpublikum ein bisschen schwächt sehen. Weil tatsächlich muss ich da so sagen, ich ging so ab dem letzten Drittel stagniert die Geschichte ein bisschen. Also wir haben nicht wirklich mehr einen Fortschritt, wir stehen ein bisschen auf der Platz und wir genießen quasi just nach das, was dann eben auf der Leinwand passiert und wo sich als Protagonisten gerade befinden. Und das kann den Moment auch zum Teil ein bisschen langweilig gehen. Das ist schon der Fall. Und ich meine, für viele Leute werden sich da so das war nicht meint. Viele Leute werden sich da so, mir fehlt der rote Faden da dran, mir fehlt der Sinn da dran, für was das passiert, was gerade passiert. Mir, ich fand es aber ein schön gelungenes Experiment, für zu gucken, wer ihn alle so mit den Gefühlen von den Leuten, wie man den ein bisschen spielen kann. Und genauso haben wir denweise auch ein Genre-Mix. Wie viel du schon gesagt, wir wissen halt teilweise von Comedy an Sci-Fi, teilweise an ziemlich heftigen Horror. Also, es sind, also, erst eine Szene am Kap, mein lieber Mann, die wurde schon assig, die mag aus so manchen Albträumen Sprünge sehen. Und auch das als spannend not zu gucken an spannend not zu verfolgen, was da gerade passiert. Aber für alle die Leute, die popkulturell ein bisschen mehr so, wie soll ich so, ein bisschen mehr versiert sind, denen werden ganz viele Sachen auffallen, ob es aus dem Gaming-Bereich kommt oder auch aus dem Anime-Bereich. Also, da war eine Szene dran, die war 1:1, also
1:1 wirklich so aus Akira. Also du kann ich mir nicht zählen, dass dann Zufall war. Das war doch 100%ig gewollt. Also du schenken divers Vierläufte vom Jordan Peele sich rauszukristallisieren, die in Heimat wollt abbauen. Was auch immens flott ist und das auch nicht so am Vierschlag immer. Die Sache sie so ganz dezent wo beginnen, wann ihn sie gesagt an sie feststellt, denkst cool, war das gewollt? War das los? Hat das los so eine Ausspielung Sinn? Ja, für die Sachen, die ihn herausfinden, also auch immer schön herauszufinden, dass es das ist. Wenn das auch da gibt dann eben mit den Leuten gespielt. Das ist schon insgesamt immens erhaltsam von einem immens spannenden Film, den auch eine schöne Optik hat, aber für allem auch gut gespielt wird. Wir haben Protagonisten sind absolut authentisch durchgestaltet und sind direkt charmant, bringen das direkt verkörpern das richtig. Und somit mischt das dann einfach nicht mehr richtig Spaß nur zu gucken. Der Film ist auch nicht ganz kurz. Der Film hat tatsächlich 2 Stunden und 10 Minuten. Das heißt, die letzten Drittel zieht sich tatsächlich dann. Es guckt sich nicht so ganz sehr weg. Du musst sich da schon den ein bisschen drauf anlassen. Aber seid wirklich gewarnt. Ich denke, dass du nicht ein Film für jederin. Aber das muss doch nicht sein. Gute sind verschieden. Den Jordan Peele hat dort sicher immens viel Spaß. Ich kann frei auszuleben. Für mich war es ein spannendes Experiment. Ein spannender Film, den einem am Kopf bleibt, die wird den ihr noch lange nur denkt. Den hauptsächlichen Gedanken ist einfach, was wollt der Mann von mir? Was wollt ihr mir vermitteln? Das ging mich nur von ihr interessiert, wann der den Film gesehen hat. Was meint ihr, war dann dort die Message, den vielleicht verstoppt war, wann verstoppt war? Was war da drin? Weil für mich ist den Daverson als Lohner nicht, hat sich noch nicht ganz erschlossen. Für mich wurde es sich tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass es kein Daverson muss haben, okay, soll haben. Das einfach, oder quasi den Sinn einfach nehmen, als zu verwirren. Das war für mich der Fall. Oh, merkt. Wie gesagt, bei dir, James, was tut ihr da aus dem Film rausgefunden? Was hat ihr überhaupt von Jordan Peele seine Filme? Also Get Out und Us waren auch schon ganz speziell. Hast du irgendetwas gewirrscht, wo der so, wow, das war krass Filme, da muss ich Nope auch unbedingt gucken gehen. Also los, das ruhig an den Kommentaren stehen, was ihr dazu denkt. So, ich ging so, das war es von meiner Seite für den Film Nope. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Jordan Peele, seinem nächsten großen Film.